Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu den FC Bayern Reaction. Ja, Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach der 1:2 Niederlage. Ja, wir gehen einfach rein in den Bums. Das passt schon. Und Sie natürlich auch alle noch zusammen zu später Stunde und bitte schon um Handzeichen für die erste Frage bitten. Na, mach noch leiser am besten, Alter. Ich glaube, hier vorne beginnen wir. Mikrofon bitte. Und dann let's go. Yes. Buenas noches, señor Tuchel. Eugenio Mateo para el diario Jornada de Argentina. Okay. ¿Qué opinión tiene de la jugada del gol, no sé si decir anulado o no anulado a Matthijs de Ligt y de la aplicación Tor von Matthijs de Ligt und wie dann mit dem VAR verfahren worden ist seitens des Schiedsrichters? I think it's pretty clear and cannot be. Ich glaube, das ist eigentlich klar und es ist kein Zweifel, dass das gegen jegliche Regeln des modernen Fußballs verstößt. Der erste große Fehler war vom Seitenschiedsrichter, denn er hatte es auch schon in der Nachspielzeit getan mit Alphonso Davies. Ich weiß nicht, ob das abseits gewesen ist. Ich hatte so ein dummes Gefühl dabei. Und in einer solchen Situation die Flagge zu heben, wenn man nicht sicher ist, dass das abseits war, das heißt, dass man wirklich dann noch den Mut hat, diese Flagge hochzuheben, dann ist das wirklich ein großer Fehler. Der Schiedsrichter, wenn er sieht, dass wir diesen Ball dann wieder hatten, dann hätte er die Gelegenheit nicht zu pfeifen und er hatte dann doch gepfiffen. Und ich glaube, das verstößt gegen alle Regeln. Gut, wir müssen es hinnehmen, wir haben verloren, das ist nun einmal so. Aber Ja, klar können wir das jetzt als Ausrede nehmen, uns daran hochziehen. Natürlich können wir das tun, gar keine Frage. Aber dann wären wir ja auch nicht weiter gewesen. Klar, hätte, Fahrerkette, am Ende des Tages ist es so. Ich bleibe dabei, dass es am Ende des Tages verdient ist. Man ist selber schuld, wie man da aufgetreten ist und wie man da Fußball gespielt hat. Ja, dass es natürlich super unglücklich ist und das dann gegen uns gelaufen ist. Ja, vorher ist es, weiß ich nicht, über 90 Minuten für uns gelaufen. Ja, denke, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, was das Spielglück anbelangte. Und ja, nochmal, man hat es im Hinspiel schon vergeigt und der Einsatz dieser Mannschaft, das Spiel dieser Mannschaft, meiner Meinung nach war einfach zu wenig, um da irgendwie verdient weiterzukommen oder dann das Quäntchen Glück zu haben. Ja. Was natürlich jetzt nicht den Fehler ungeschehen macht, wa? das hätte auf der anderen Seite nicht passiert. Ja, Herr Tuchel, das war ja ein Spiel mit tragischen Figuren. Manuel Neuer, Weltklasse, denke ich, bis zur 88. Wie haben Sie das erlebt? Haben Sie... Oder wie hat die Mannschaft jetzt auf ihn reagiert? Musste er aufgebaut werden? Und dann nur noch die Frage zu Harry Kane. Abschließend war er angeschlagen, oder? Wissen Sie, wir starten mit 4 offensiven Spielern und am Ende müssen wir 4-mal wechseln und alle offensiven Spieler müssen vom Feld. Das ist Ja, vielleicht hätte man da mal andere offensive Spieler einwechseln sollen, du Spast, Alter. einfach zu viel. Wir haben keinen einzigen Wechsel, den wir aktiv vornehmen. Wir reagieren auf Verletzungen die ganze Saison. Wir reagieren, Auch da bist du selber schuld, Alter. Was lässt du denn den Gnabry in Stuttgart 80 Minuten spielen? Was soll denn so ein Dummfick, Alter? Wenn der erst seit 3-4 Tagen wieder im Training ist. Was soll das denn? Schon sie doch in so einem Spiel, Alter. Das Spiel hat doch keine Sau interessiert, Alter. Jetzt setze ich dir, wir haben die ganze Zeit Momente.
Ja, du Idiot, Alter. Am wichtigsten Spiel in der Saison. Junge, Alter, ich kann es nicht mehr hören, diese Scheiße, Alter. Raus. Wir sind nur am Reagieren. Wer hat die ganzen Spieler jedes Mal wieder aufgestellt nach den Verletzungen? Wir können nie das Spiel verändern, so wie wir das verändern wollen. Wir sind nur die ganze Zeit am Reagieren und ja, du bist ein ganz armer Bub, und das ist einfach dann auch zu viel. Dazu kommt noch, dass dann in dem Moment des Ausgleichs Alex Pavlovic irgendwie Krämpfe hat. Wir haben vorher noch kurz durchgefragt. Klar, die Jungs wollen alle draufbleiben. Dann ist er gerade seine 2 Minuten draußen, wir sind in Unterzahl und dann fällt das Tor. Und natürlich, ich meine, also das ist ja... Gerade hat mich jemand gefragt, ob Manu den von 199 Mal hält, von 10.000 Mal. Das ist 10.000 und erste. Das ist, ja, warum hat er den dann nicht gehalten, wenn er von 10.000 Mal hält? Ausgeschlossen, dass Manu diesen Fehler macht. Aha. Und er macht ihn ausgerechnet heute nach dem Weltklasse-Spiel. Und das ist sowas von bitter, weil wenn es irgendjemand gibt, der das nicht verdient hat, dann ist es Manu. Aber auch der Abwurf war schon dumm, Alter. Der Abwurf war schon dumm. Ganz ehrlich, du spielst in Unterzahl und wirfst den Ball dahin in völlige Offensive rein. Was soll das? Was sollte das? Das war schon dumm von Manu. Sorry, Leute. Ja, bis dahin hat er eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Gar keine Frage. Aber du bist ein Mann weniger und ich schmeiß den Ball lang dahin, wo der Ball weg ist. Also warum? Wir wissen, wo der herkommt, wir wissen, was der dafür geschuftet hat. Ich weiß, wie er sich hier vorbereitet hat. Ich weiß, was der getan hat dafür. Ich kenne seine Persönlichkeit. Also das ist... dann denkt man ja immer, das passiert dann irgendwie für irgendeinen höheren Sinn, aber ich weiß nicht, ob sich der noch erschließt in den nächsten 50 Jahren. Das ist einfach nur bitter. Niemand wird den Finger auf ihn zeigen und er ist natürlich der unglücklichste von allen in dem Moment. Nee. Einfach halt nicht verdient. Wenn man so mit so einer Leistung, wie wir sie gezeigt haben, mit so einem destruktiven Fußball in so ein Spiel geht, dann hat man es einfach nicht verdient. Das ist der Sinn dahinter. Vielleicht hätte man mal versuchen sollen, auf ein Tor zu spielen. Nur so eine Idee. Eben dran Edgar Endres für den Bayerischen Rundfunk. Herr Tuchel, Matthijs de Ligt hat gesagt, Schiedsrichter Marciniak hat sich bei ihm entschuldigt. Können Sie diese Entschuldigung annehmen nach dieser aus Ihrer Sicht großen Fehlentscheidung? Sehr schwer, natürlich nehmen wir die an, aber wissen Sie, es ist Halbfinale, es ist nicht der Moment für Entschuldigungen, ehrlich nicht. Es ist echt nicht der Moment für 2 so krasse Regelverstöße und danach Entschuldigung. Es ist einfach nicht der Moment. Alle müssen ans Limit, alle müssen leiden, alle müssen fehlerfrei spielen. Da müssen halt die Schiedsrichter auf diesem Niveau das auch tun. Das hilft halt nicht, wenn du nachher Entschuldigung sagst. Dafür bist du auf dem Feld, dafür bist du der Beste, den es da draußen gibt. Und dann erwarten wir das auch bis zum Schluss. Und wenn du das nicht liefern kannst, dann hilft das in dem Moment nicht, eine Entschuldigung. Auch wenn wir die natürlich als Sportsmänner annehmen, aber ja, damit... Ja, fühl ich. Da kommt aber aus sich raus, Herr Tore. Hat er natürlich recht, brauchen wir nicht drüber reden, ja. Aber am Ende des Tages nochmal. Hier. Mal an die eigene Nase fassen, Alter, und sich nicht an dem Ding jetzt hochziehen. Das ist irgendwie nicht getan. Ist okay. Eins weiter, Klaus Bergmann, dpa, bitte. Herr Tuchel, man verliert mal gewinnt man auch. Ist das die bitterste Niederlage, die Sie so in dieser Konstellation erlebt haben? Nee, und wie geht es Ihnen jetzt persönlich? Jo, der das Champions League-Finale gegen uns verloren war er doch auch schon Trainer bei in Paris, oder? Ich denke mal, das war auch sehr bitter. Sie scheinen doch sehr angefasst. Also, nee, wir sind einfach sauer. Ich meine, wir haben alles da draußen gelassen. Es ist zu der Mannschaft gesagt, okay, die Nummer 1, es geht, du willst immer das perfekte Spiel machen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass du in Madrid unter den Umständen auf einem extrem schwer zu spielenden Platz in der Atmosphäre zu der Gelegenheit vielleicht nicht das perfekte Spiel machst. Völlig okay, du musst einfach nur gut genug spielen. Und das haben wir getan. Das haben wir eben nicht getan. Du musst dann einfach annehmen. Wir hatten so viele Kontermöglichkeiten in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten, auch noch dann nach unserer letzten Einwechslung mit Thomas und Choupo. Wir hatten richtig große Kontermöglichkeiten. Wir hatten
Teilweise sehr gutes Spiel in der gegnerischen Hälfte, aber insgesamt waren wir natürlich, gibt das Luft nach oben, aber das ist nun mal, du musst einfach die Gelegenheit, du musst einfach die Situation so spielen. Und das haben wir alles getan. So, dann war es halt irgendwann ein richtiger Fight, wir setzen den Punch und sind fast über der Ziellinie, deshalb ist es jetzt extrem bitter. Aber auf der anderen Seite haben wir das Gefühl, dass wir alles gegeben haben, deshalb, ja. Nein, bitterste oder nicht bitterste, das ist eine ganz bittere, aber ja, ich habe auch schon, keine Ahnung, Finalniederlagen gehabt und so weiter. Das macht nie Spaß, aber unterm Strich, glaube ich, können wir alles sagen, wir haben alles dafür gegeben, wir waren fast da und ja, verstehen nicht so ganz, wieso es nicht gereicht hat. Okay, last one. Yes, please, raise your hand. Sie haben mit einer sehr sind sehr offensiv angegangen. Wie glauben Sie, dass die Verletzung? Wir sind das sehr offensiv angegangen. Hat der ein falsches Spiel gesehen oder habe ich ein falsches Spiel gesehen? Von Gnabry wirklich sehr wichtig gewesen ist für ihr Team. Hat das somit die Bilanz offensiv-defensiv verändert? Nein, also das war jetzt das erste Spiel, wo Alphonso Davies auf dem linken Flügel für uns gespielt hatte. Serge musste vom Platz genommen werden. Er hatte Schmerzen und Harry Kane hatte dann auch Rückenprobleme und Jamal war wirklich auch sehr angeschlagen nach den Verletzungen der letzten Wochen. Das war etwas zu viel des Guten, denn wir hatten die Gelegenheit, jetzt auf jeder Position voll zu spielen und wirklich einen Unterschied ausmachen können. Wir wussten, dass wir mit gegen Carvajal wirklich stark verteidigen mussten und wir hatten dann auch einen schnellen Konter laufen. Aber klar, das macht einen großen Unterschied aus. Wir möchten etwas verändern und möchten etwas erreichen. Oder ist es dann die Frage, geht es nur darum, mit unseren Wechseln jetzt auf Verletzungen zu reagieren? Das Ziel war zum Greifen nah, aber gut. Ja. Ich habe auch nicht mehr zu sagen, Leute. Ich habe alles gesagt in dem anderen Video und hier. Und damit, ja, Leute, sehen uns Montag, 18:30 im Stream. Tschö. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.